Herzlich willkommen wieder bei Literatur im Grünen. Heute gibt es 2 Gedichte zum Thema Beziehungen. Zeichen. Schreib deinen Namen in meine Haut und dann schreib deine Geschichte. Ritz es mit einem Messer ein, aber nicht im Gesicht. Dass ich es noch erkennen kann, wenn man mal fad ist. Wenn ich Zeit habe, lies es dann, wenn es mir um die Zeit nicht leid ist. Wenn du schreibst, dann nimm eine Schrift, die kein Zeichen kennt. Lass Messer suchen in der Haut, wenn es auch noch so brennt. Das findet sich schon seine eigene Schrift, eine Schrift aus Fleisch und Blut. Was auseinanderschneiden und zerlegen, das kann ein Messer gut. Schreib nur auf, was du gedacht hast, alle Tag und alle Nacht. Wenn du nicht sicher warst, was du gemacht hast, wenn du gewarnt hast oder gelacht. Schreib nur auf, was du alles tun willst jetzt, wo geschmacklos wird der Wein. Schreib mir's auf, warum du dich gut fühlst. Mit deinem Messer ritz mir's ein. Und nimm die dünne Klingen dort, wenn du mir was versprichst, dass nicht gar so weh tut, wenn du das wieder brichst. In mein linkes Schlüsselbein schnitzt mir der Adresse. Vielleicht schreibe ich dir einmal, aber nicht Express. Und ins rechte Schlüsselbein schnitzt deine Handynummer. Wenn ich die vergessen will, drehe ich mich einfach um. Und den Plan von unserer Wohnung schneiden wir in meinen Rücken. Wenn die Tür knallt, werde ich nur mit den Bandscheiben zucken. Schneide eine Skizze von deinem Lachen mit einem langen Messer in meinen Hals hinter meinen Rauchen, weil dann schluck ich besser. Schneid mir deine 10 Gebote in meine Brust und sag's nicht auf. Unser Spruch ist was für Tote. Ich versteh's nicht, komm nicht drauf. In jedes Schulterblatt ein Fliegel, schneid mir mit der Nagelschere. Lieg herum wie so ein Ziegel, schon das Aufstehen fällt mir schwer. 2 ganz schöne Herzen schneide in die eine Kniescheibe. In die andere kratzt nur eine, ich will nicht bei dir bleiben. In meine Hinterseiten aber schnitzt mein Horoskop. Glaube ich nicht dran, aber für die nehme ich es mit ins Grab. Und ein dickes Messer nehmen für den Punkt am Ende. Wenn was aus ist, ist nicht schlimm, wenn es dann ordentlich brennt. Das Wörterl Ende schreibt sie schwer. Mit dem Messer wirst du nicht bocken. Da muss ein anderes Werkzeug her. Am besten nimmst du Haken. Das Herz. Ihr Herz hat einer zusammengebaut aus lauter kleine Platteln, die fortfliegen, wenn ein warmer Wind vom Frühling was erzählt. Jedes Plattel fliegt dann zu einem Platz, ein Schirchen und ein Besen, und jedes Plattel hat ein Ziel, eine Aufgabe in der Welt. Das eine fliegt ins Krankenhaus, wo irgendwer gerade stirbt. Das andere zu einem Steinerhaufen, der mal eine Stadt war vor dem Krieg. Und jedes Plattel von ihrem Herz, das deckt was Schieres zu. Das ändert nichts, aber es hilft und schafft ein bisschen Ruhe. Jedes Mal, wenn so ein Plattel fliegt, dann landet es auf was Bläden. Sie schickt es jetzt aus und jeder sieht, ihr Herz, das hilft an jeden. Bei ihm, da schaut es anders aus. Sein Herz hat auch viele Blätter, doch die sind alle aus Papier, festpickt bei Wind und Wetter. Und was drauf geschrieben ist, das ist geschrieben, mit unlesbaren Tinten. Die Worte sind hart und gnadenlos, was Kälteres wirst du nicht finden. Für jede Frage, für jeden Schmerz, der jeden Tag passiert, da gibt es ein Blattl in sein Herz, dort ist die Antwort schon notiert. Sollte er ein Blattl nur verlieren, fällt das ganze Herz auseinander. Und wenn er seine Worte nicht gespürt, verliert er seinen Verstand. Doch seine Blattl fliegen nicht fort, können auch nichts verwandeln. Die stellen nur fest, behaupten was. Mit denen kann man nicht handeln. Er steht beim Fenster, spürt den Wind, hört ihre Blattl rauschen. Er hält sein Herz wie ein kleines Kind und möchte gern mit ihr tauschen. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal gibt es Gedichte über Kinder und eine außergewöhnliche Sportart.